Hallo liebe Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Sonne und Mond, dem Hardcore-Let's Play, wie ich vorhin gehört habe. Offenbar, ja, also wir werden es noch sehen, aber offenbar ist es nicht so einfach wie Spiele der früheren Generationen. Angeblich. Naja, ihr seht ja jetzt schon, bin ich ziemlich angeschlagen, aber gut, in meinem Bautz, Pflanze-Pokémon, wird ständig von Pipex angegriffen, das muss ja wehtun. Naja. Ja, unser Team, Entschuldigung, ganz kurz gezeigt. 6 Pokémon, von 2 wenn wir uns gleich verabschieden müssen. Also klar, ich habe jetzt natürlich da bin, wegen Story und so weiter, vermutlich erst Ende der Folge, aber dann ist es soweit und ja, dann wird sich auch unser Pokédex upgraden. Pokédex upgraden? Oh mein Gott, was meine ich damit? Das ist eine gute Stimmung hier, wa? Ja, man, total geil. Hallo, hallo. Willkommen zu unserem Fest. In der Lolo gibt es 4 Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Das ist mal etwas Neues, wa? Ich meine, Schutzpatron ist vermutlich auch ein legendäres Pokémon. Vorhin ja gesehen in der ersten Folge, Kapuriki. Also dann gibt es 4 für ein Trio. Trio und Quartett jetzt halt, wa? Normalerweise waren es immer ein Trio, jetzt plötzlich ein Quartett. Das heutige Fest soll dazu dienen, Ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um mehr zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alles im Dorf kommt zusammen, Auslass zu feiern, also alle 5. Tja, cool, wa? Tja dann. Halala. Wenn ich mal hier bin, ganz kurz gequatsche. Hier geht echt, wie gesagt, nicht lange. So einen steilen Fellkrang an dir. Es tut allerdings ein bisschen weh. Ja, man sieht's, man glaubt's kaum, aber Wuffels ist von Typ Gestein. Unglaublich, wa? Aber ist echt cool, wir haben ihn gefangen. Vor allem wegen der Entwicklung hier auf Mond. Und dann ist immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Okay. Als erwachsener Mann. Interessant. Die einfach alle gebräunt sind hier. Gestärkt auf. Ja, man. Natürlich mit kurzer Hose. Man könnte auch was Längeres anziehen. Die Nacht auch im Zimmereinzug. Man irgendwann müde. Ja, oder Durchzug. Man wird erkältet. Ja, kann ich mal quatschen. Nimmst du zu lange auf als in einem Stück. Ja, ist doch ein erwachsener Mann. Also eigentlich, egal. Haben sie nur gelacht. Kapuriki liebt Pokémon-Kämpfe. Schaut nicht nur gern zu, es trifft auch mit Freude selbst an. Der Gegner für uns war gegen Kapuriki. Und Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist er an meiner Seite. Wenn ich schlafe, wartet meine Tür. Wuff, wuff. Kleff, kleff. Mein ehemaliges Mildes Wuffels hat sein Zwischenkomplett in das Leben in einem Haus gewöhnt. Zu sehen, wie es mit einer Tochter spielt, so haben wir immer ein Lächeln ins Gesicht. Danke. Alles interessant, aber ich will Action. Action, da ist wieder Tali. Ich will jedes Mal sagen, so wegen Tali, der Taliban. Aber so wird vermutlich unser bester Freund, wa? Dass wir nach Alola gekommen sind und die Region so mit Pokémon aufbauten. Die 4 Inseln. Also Mirani kommt aus Kanto, wa? Obwohl, ich meine, es ist so weit entfernt, das gäbe gar keinen Sinn. Warum extra eine lange Reise machen? Da ist ja Robbal mit Tali, also ja, Tali und Robban. Hey Michael, mein Robban und ich sind bereit. Robban. Was, weißt du denn nicht Bescheid? Worüber? Das seid ihr ja. Was geht denn vor sich? Piu, piu. Ganz ruhig. So ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon und ihre besten Attacken zur Schau stellen. Der Höhepunkt unserer Fest zu Ehren von Kapuriki wird ein Pokémon-Kampf sein. Wird der Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen, hast du schon mal gesagt. Einfach mal eine Ausnahme, schon wieder, ich werde mir auch einen Kampf ansehen. Tja, wenn die Ausnahme zur Regel wird, wa? Du darfst nie vergessen, dass in einem Pokémon steht, soll es dich geben, Michael. Holla. Lass mir dein Team wieder aufpäppeln. Danke, sind wir ziemlich angeschlagen und ich will mich schon ein bisschen zerschlagen. Bist du ready für den Fight? Nö.
Weil ich weiß, was gleich auf uns zukommen wird, vom ersten Punkt und so weiter. Deswegen, ja wohl, eigentlich spielt es eine große Rolle. Ah doch, trainieren, wa? Mann! Wer kann auch die doofe Idee mit Y zu machen, ganz ehrlich. So. Die First Lady zuerst. So, ist egal. Okay, ich habe alles, was ihr wollt. Ich bin vorbereitet. Es kann bald losgehen. Bald. Bist du ready? Yo. Möge der Fight beginnen. Liebe Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft. Möge ihr auf euren Wegen geborgen sein. Halla, halla. Wir dürfen nun einen Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kapuriki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Dies ist Tali, mein Enkel. Was, schon wieder her? Und hier haben wir den Jungen, dem sich Kapuriki offenbart hat. Michael. Wo ist Applaus? Hallo, ich brauche einen Applaus. Oh, du bist Kapuriki. Sein Nagel ist einfach unstillbar. Raupi, pass mir gut auf meinen kleinen Au. Woher weiß die das? Jetzt hast du... Alter! Mom, du hast jetzt Gegner voran, weil ich Punkt nicht zuerst einsetze. Das ist aber Spaß an haben. Das ist bestimmt auch ein guter Kampf, wa? Ja. Michael und Tali. Jetzt ist noch ein Pokémon steckt. Oh mein Gott, hat Tali etwa neue Pokémon? Du. 1. Es ist immer Pichu, Freunde. Es ist immer Pichu. Pichu ist eigentlich ja nicht stark. Eigentlich. Level 6. Okay. Hier, schmeckt meine Route. Das ist so doof, weil Pichu beherrscht auf dem Level sowieso nur Donnerschock. Boah. Mehr als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Nicht mal im Charme. Nein! Ja, toll. Was? Ja, super. Zwei Angriff runter, ein Vertang runter. Das ist doch scheiße. Ich tausche aus. Haben wir jetzt Domi ein? Ja, Domi gegen Elektro-Pokémon ist immer geil, wa? Domi, was denkst du dazu? Nein, Michael, tu's nicht! Kappa! Ja, jetzt Domi-Time! Guten Schlag, guten Schlag! So, Schnabel, Flug gegen Elektro-Pokémon, da kommt immer gut. Das sind Gegner auch. Domi ist tot! Nein, du musst es freilassen! Ach nee, gar kein Nuzlocke. Puh, Glück gehabt. So, muss leider sein. Weil Bautz ist auch Flug-Pokémon, ich will nicht, dass es jetzt schon drauf geht. Ja, Domi natürlich jetzt auch doof. So. Pflanzen ist aber gegen Elektro. Neutraler Schaden, okay. Wie erwartet. Neutraler Schaden, okay. Gegen Pflanze, weil das sollte Elektro eigentlich abschwächen. Alter, dieser Routenschlag, das bringt nix. Mann, nee, Tali, ganz ehrlich. Und Bowser Level 8. Spezialangriff. Ja. Ja, nicht schlecht. Schnabel! Alter, ein Pflanzenstarter. Ja, Pflanzhunger, was Schnabel kann. Hoppal, hoppal. Ja, cool oder was? So. Wie erwähnt halt, ohne Wechseln kann ich immer nur darauf reagieren, aber nicht irgendwie agieren, oder schon voragieren, sag ich jetzt mal. Soll es uns ganz ein bisschen schwieriger machen, obwohl eben, hier wurde gerade gesagt, das Spiel ist schon ziemlich schwierig. Mal gucken, so. Werde da normal, kann nicht so viel Schaden gemacht, versuch's mal mit einem Angriff. Naja, toll. So, zu der Theorie. Ja, wir natürlich Raupi entwickeln und ziemlich schnell meine Entwicklung sehen und so weiter und so fort. Raupi, come back. Your turn, Bautz. Bautz? Aquaknarre! Auf your Schnabel. Haben wir schon mal ein Thema Schnabel sehen, wa? Halt den Schnabel! Oh.
3 Punkte Schaden, krass. Sehr effektiv. Was? Ein Roppal ist schneller als eine Eule? Der ist mir neu. Ich schwäche den Angriff! Ja gut, Blattag ist zwar physisch, aber es kommt viel zu spät, Kumpel. Viel zu spät. Tschüssi! Noch ein Fliegen, kein Bock drauf. Bowser Level 9. Ein Raupi. Punkte sind. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass der Punkt nicht bereits drin hat im Kampf, dass ich das so nicht sehe, dass die auch Punkte bekommen. Mitreißen! Capric ist bestimmt auch sehr zufrieden. Oh, du bist echt eine Wucht, Michael. Das war ein toller Kampf, ich habe richtig Spaß gehabt. Das war ein guter Kampf, auch Capric ist sicher. Ricky. Oh, Capric beehrt uns mit einem Gesang, damit hätten wir auch seine Zustimmung. Hallo. Nun ist wohl an Zeit, dass ich dir das hier bereiche, Michael. Was denn? Den ominösen Z-Ring am Arm angebracht, Freunde. Ihr wisst, was das heißt, aber wir haben das Item nicht. Ja, doch. Im Prinzip habe ich's. Mehr oder weniger. Im nächsten Part erst. Ja, sorry. Wir werden immer ein bisschen versuchen, ein Heiler pro Folge aufzusparen. Das ist ein Z-Ring. Ist ganz voller Armband, möglich das Pokémon alle ihre Kraft zusammenzunehmen und ihr volles Potenzial, den Zenit ihres Könnens, auch deswegen Z. Das schon, das wäre wegen Pokémon Z, weil das Spiel gefehlt hat dazu. Ja. Z-Zygat hat deswegen dachten wir so, okay, wir machen kein eigenes Spiel, aber immerhin neuen Ring, wir nennen ihn Z-Ring. Die Kraft dieser beiden Felsen nennt man auch die Z-Kraft. Nur wir Inselkönige besitzen das nötige Wissen, um Glitzersteine wie den du von Caporike erhalten hast, zu Z-Ringen weiter zu verarbeiten. Die Z-Kraft fressen zu können, musst du allerdings auf Inselwanderschaft gehen und die Z-Kristalle sammeln. Ja, unseren Z-Kristall bekomme ich schon in der nächsten Folge. Nicht über Inselwanderschaft, nö, es gibt da so ein nettes, kleines, ja, wie soll ich sagen, Feature, das nennt sich irgendwie Geheimgeschehen, ist ganz cool, kann machen, muss man aber nicht. Oder mal ganz kurz gucken, was steht hier. Schnapp dir ein, das ein besonderes Item trägt, bla bla, ist bis zum 11. Januar 2017 erhältlich. Genau. Jawohl, einsetzen kann ich es noch nicht, genau, stimmt, ja. Also wir sehen, Z-Kristall kann noch nicht einsetzen. Ja, sehen wir in der nächsten Folge dann warum. Ich bin aber verblüfft, dass Capric bis einen Glitzerstein bereicht hat. Du stehst nochmal in seiner Gunst. Oder voll Capric damit vielleicht einen größeren Plan? Story-bedingt, Plot-Twist? Vielleicht finden wir ja mehr raus, wenn er auf Inselwanderschaft geht. Ist Kukui. Und Alola bereist. Alola bereisen? Ich will doch bloß pennen. Was ist eine Inselwanderschaft? 4 Inseln. Du zeigst 5 Finger. Im Verlauf der Inselwanderschaft wirst du alle 4 Inseln der Alola-Region abklappern. Das Ziel der Inselwanderschaft ist es, zum stärksten Trainer zu werden, mit anderen Worten als zum Inselwanderschaftscamp. Aha. Kein Pokémon-Champ, ne, Inselwanderschaftschamp. Der IC also. Ein großes Abenteuer wartet auf dich. Klingt super, oder? Na, klingt lang. Und dämlich. Ich freue mich schon auf Tolltal darauf. Werden wir gucken. Ich erzähle dir später mehr über die Inselwanderschaft. Ja, man, das kann echt lustig werden, ne? Mal schauen, was das so für uns bringt. So, hallo. Auf die Uhr gucken, Freunde. Ja, wir haben noch genug Zeit für das kleine Special von vorhin, was ich mal erwähnt hatte, wegen Starter. Was mache ich da? Ich will alle irgendwie gerecht werden. Capric ist ein wirklich unglaubliches Pokémon. So lange, dass er Wölkchen gerettet hat. Piu, ich mich auch. Ganz ruhig da drin. Ich auch. Das haben wir nicht bekommen. Ja, also es macht überhaupt keinen Unterschied, was du auswählst. Die Antwort ist immer gleich, wenn das schon ein bisschen doof. Macht's gut. Okay. Bis morgen. Also bis gleich. Ja, da Mauzi, da hast du brav das Haus gehütet. Miauts, genau. Da bist du schon wieder zurück, Michael? Ja, das bin ich. Miauts. Ein Kampf war einfach atemberaubend. Im harmonischen Teamwork zwischen dir und deinem Pokémon, wobei Domi abgekratzt ist, oder gehört ja alles zur Strategie dazu, ist mir ganz warm ums Herz geworden. Was, wenn Domi abkratzt, wird er also warm ums Herz, Mutter? Interessant. Die Wanderschaft ist typisch für Alola, aber das gibt es nirgendwo sonst. Bisher zumindest nicht.
Gute Nacht. Ja, aber ich will noch. Ich will noch. Am nächsten Tag schon wieder. Ah, schöne Brise. Hat alles erwartet. Ding dong. Der Türkling, wir haben Besuch. Wenn es Professor Kuku ist, also bin ich mir selbst. Ja. Naja. Mal nachgucken gehen, wer es denn sein könnte. Raupi in erster Stelle. Können wir den auch noch entwickeln in der heutigen Folge? Könnte noch hinkommen, wa? Puderabwehr. Also wenn man die beiden häufigsten brauchen. Pflanze, Umflug bereits zum Einsetzen. Wie geil ist das denn bitte? Tackle, er ist halt stärker als Schnabel, aber komm. Und im Fall, wo ich... Ja, ich meine, wo wirkt Pflanze und Flug nicht? Bei Stahl zum Beispiel. Ja gut, bei Stahl brauche ich aber normal auch nicht. Also, da wird dann vielleicht eine Bodenattacke, eine Geistattacke. Mal gucken. Adelauge, aber schon gesagt. War damit... Ja, komm. Schnelles Dom, natürlich immer cool. Ja, Beschattung. Eigentlich auch nicht schwer von der Attacke her. Natürlich die Tankkiefer, wenn Peace-Attacken Sag mal. Ja, der kleine Bildschirm hier. Werteling. Oh. Und der maximale Anzahl an Treffern mit 10 Attacken. Also sprich, Furienschlag zum Beispiel. Immer 5-mal. Nun gibt es halt keine guten, starken Attacken in diesem Sinn. Deswegen, wir sehr selten brauchen. So. Das gleiche hier, gut. Wer ist denn da? Ist nicht Kuku, der wäre schon reingekommen. Lilly? Was ist denn Lilly hier? Ja, also ich hoffe, ich störe nicht. Ich bin namens Professors hier und mein Auftrag lautet, und ich zitiere. Lilly bringst mal eben unser Wunderkind vorüber, aber bitte heute noch, wenn es geht. Wir sollen den Weg zum Labor zeigen. Behandle folgen wir bitte. Michael! Michael! Ja, Mutti? Mach alles auf einmal aus, ja? Das ist schon mal eine Freundin. Hallo, ist einfach herrlich. Hier trifft man lauter nette Leute. Wie sieht's noch? Charmant, meinst du mich nicht? Was soll man am Mist, Lilly? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you und so. Maut im Hintergrund. Menschen sind so seltsam. Nee, ich freue mich so sehr auf dich. Viel Spaß an der Reise mit Raupi. Pass einfach auf. Das macht's, glaube ich, echt deswegen, weil es können sie als einen Starter irgendwie ja, frei lässt zum Beispiel. Wegen Nuzlocke Challenge und so weiter. Deswegen halt immer das erste Pokémon. Ja. So. Jetzt geht's ein bisschen nach unten, war. Echt interessant, also 3 unterschiedliche Wege. Also langweilig ist bisher noch nicht. Ist einfach ein bisschen langatmig, wie ich finde. Hier der Anfang noch. Ja. Schutz-Items. Ein krasses Cosmog. Was? Das kleine Vieh ist Cosmog? Cosmog ist ein sehr seltenes Pokémon und kommt von weit, weit her. Weit, weit her. Warte mal. Das Pokémon muss... Es gehört zum Alola Pokédex. Es kommt aber von weit, weit her. Ist das eine Anspielung auf Pokémon Stars? Sprich Pokémon Sterne? Muss ich später noch erklären, Leute. Also für die rätselhafte Kräfte. Warten hier hinterm her. Den Professor in der Halle von Cosmog. Hängerbrücke, ja. War das cool? Okay, danke. So. Es geht darum, es gibt ein Gerücht, dass halt auch eine Pokémon-Edition, also sprich Sonne, Mond und eine spezielle Edition für die Nintendo Switch in Arbeit sein soll. Und wenn man so überlegt, warte mal, Cosmog ist, es gehört zum Alola-Dex, es muss also diese Generation sein. Heißt etwa, dass die Alola-Region eigentlich noch viel größer wäre und der Rest einfach noch später kommt. Oder vielleicht gibt es sogar ja, ein neues Spiel, eine spezielle Edition, wo vielleicht eine neue Region dazukommt mit weiteren Pokémon des Alola-Dexes. Eigentlich, wir sehen es später noch, aber es sind relativ wenige neue Pokémon. Ja, was aber mal gesagt, in Part 1, glaube ich, war, dass der Typ hier wenig Kohle hätte, der Bruder total irgendwie verhaust wäre, am Strand lebt. Ja. Was treibt er da? Sehr gut, Wuffel. Zum ersten Mal bitte noch fester. Erst so keine Angst mit den Härteattacken gewöhnt. Oh, mein Rücken. Oh, dann jetzt schon wieder.
Ein seltsamer Charakter war. Denke ich zumindest. Wuff, wuff. Ah, dieser Penner, ey. Das war der Professor. Praxisfolgen zu Attacken. Ja, kann man einen Hyperstrahl zeigen. Bestimmt wieder der Putz von der Decke. Da kommt ein schönes weißes Kleid gerne aus der Wäsche. Oh, schönes weißes Kleid, sie ist voll die Diva. Nimm doch einen Snickers. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich muss so schlecht in Kleider fliegen, dass ich mir letztlich immer ein neues kaufen muss. Du musst einen guten Verdienst haben, als Assistentin. Ich habe einen falschen Beruf gewählt. Hätte ich irgendwie, gut, Let's Play ja sowieso nicht vom Beruf, da ist ja ein Hobby. Aber ich hätte nicht irgendwie Informatiker werden sollen, nö, sondern Pokémon. Ja, sag jetzt, ja, Professor. Anführungszeichen bei ihm, bei Kukui. Pokémon Professor Assistent. Nicht Assistentin, Assistent. Rennen wir erstmal ein, ja. Wir kommen schon. Und bald ist es soweit. Ja, noch in dieser Folge. Naja, wenn es vielleicht länger dauern sollte. Wird Snowball und ein neues Pokémon. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Alola! Nimm mal ihre Assistentin, tief in ihrer Schuld. Riesige Fortschritte gemacht. Kurze Sache, Michael. Ich will noch bitte mal kurz einen Pokédex. Ich will mal ganz kurz upgraden. Übel aus. Passt die Größe einigermaßen? Hm? Nein, gefällt ein neues Zuhause? Entschuldigung, dass du so lange darauf warten musstest. Professor, haben Sie jetzt endgültig eine Schraube locker? Ja, das Selbstgespräch war Fehlanzeige. Ich habe mit dem Rotom gesprochen, das er in diesem Pokédex befindet. Rotom? Echt jetzt? Rotoms Körper besteht aus Plasma, weißt du? Dies ermöglicht es ihm, ins Innere von elektrischen Geräten zu kriechen. So kann Rotom seine Kraft voll entfalten. Vor dir steht die Zukunft des Pokédex. Sein Gehäuse wurde speziell dafür entwickelt, dass Rotom darin hausen kann. Also ein Rotodex? Er ist erst komplett in unseren Rotom darin befindet. Das Pokédex stellt gleichzeitig auch eine neue Form der Kommunikation zwischen Menschen und Pokémon dar. Er ist so neu, dass bisher nur wenige Leute einen haben. Jetzt müssen wir noch mit einem neuen Teil, das heute geliefert wurde, etwas aufmutzen. So eine Schraube da. Da müssen lockern. Ist zu eng da. Hat dich erschreckt? Was denn los? Haben mein Lieblings-Pokédex eine neue Funktion erweitert. Ich will, dass Michael damit tatkräftig unterstützt, ja. Oder muss mit einem Attackennamen ausdrücken, ich will, dass du seine rechte Hand wirst. Ha, ha, ha. Alles klar, Mann. Oh, Mann. Freut mich, wir werden sehr viele Abenteuer zusammen erleben. Bzz. Das sagen Quatschen? Och nö, jetzt haben wir eine männliche Fei 2.0, was eine Kartenfunktion hat. Oh nö. Siehst du, Michael, jetzt kannst du gar mit Rotom sprechen. Ja, ich bin begeistert, das ist mein Gesichtsausdruck. Du bist mir anscheinend sehr sympathisch, das wird es noch zeigen. Wobei soll sie ihn genau unterstützen? Naja, Michael ist schließlich gerade erst nach Alola gezogen. Integriertes Navigationssystem wird ihm dabei helfen. Ein Navi! Hey! Ein Fei-Navi! Lass uns alles gehen, Rotom! Ja, Rotodex. Die Karte der Umgebung. Die Tür? Alter, Talia, folgst du mich? Hast du kein anderes Hobby? Alola! Ich bin's, Taliban! Wow! Was los? Mhm. Das ist etwa ein Loft? Das ist privat. Ich meine, wie es lautet, wenn jemand in Not ist und man helfen kann, muss man tun, was man kann. Das ist doch bestimmt auch so, oder? Talia oder Michael? Das lasse ich die da oben im Loft wohnen. Loft ist schön. Ein Rotom-Dex überlasse ich dir. Rotom kümmert dich gut um Michael. Ein Rotom-Pokédex ist irgendwie niedlich. Musik aus. Kommen nun zur Inselwanderschaft. Das ist wichtig, also spitze Lauscher. Stell dir eine Inselwanderschaft als ein einziges großes Abenteuer mit deinem Pokémon vor. Die Kinder Alolas gehen auf die Reise, um sich am Ende als stärkster Trainer, als sogenannter Inselwanderschaftschamp zu beweisen.
Auf jeder der 4 Inseln von Nalor gibt es einen Inselkönig bzw. eine Inselkönigin. Um von ihnen anerkannt zu werden, muss man alle 7 Prüfungen der Insel bestehen. 7 sind es mittlerweile? Ach du Scheiße. Der ursprünglich wären 2 pro Insel, aber bei 7, das kann eine Weile dauern. Also wie sieht es aus, Michael? Wir uns gemeinsam mit Raupi auf Inselwanderschaft gehen? Raupi. Ich finde, du hast definitiv das Zeug dazu, ein hervorragender Pokémon-Trainer zu werden. Nicht jeder kann bei seinem ersten Kampf so geschickt die Stärken seiner Pokémon ausspielen wie du. Naja, also, komm schon, sag ein Spielverderber. Champ werden. Tja. Wenn ich seltsam vor und auf die Reise gehen und vielen Punkten beginnen würdest. Gut, nimm das hier. Dieses Inselwanderschaftsabzeichen ist sozusagen ein bisschen Beweis eine Teilnahme. Okay, eine Kette, die man überall kaufen kann. Naja. Mal schauen, wa? Rotomei. Das hat man von einem OP auch bekommen. Also da, Michael, Tali, kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Trainerschule, die Grundlagen sollen lernen, eure weiteren Wissen aneignen. Ist noch kein Inselwanderschaft-Schein vom Himmel gefallen. Fleißig büffeln. Oh, was hast du vor, Tali? Ich will meinen Pokémon spielen. Sie trainieren mal, genau. Wie es ein bisschen Rotom gewöhnt hat, ja. Ja, ist gut. Langsam genug Quatsche hier. Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, tipp einfach auf die Mitte meiner Karte. Bzz, bzz, bzz. So. Drauf geklickt. Bzz, bzz. Hallo der Region. Hier ist voll cool, Mann. Hauholi, Stadtrand, Route 1. Was willst du, Mann? Ja, aber uns 4 Inseln sind doch relativ groß noch, wa? Mal schauen, Freunde. Wir haben noch viel zu tun, viel zu erleben. In dieser wunderbaren Welt der Pokémon. So. Hier ist sonst nichts Besonderes. Können wir ganz kurz raufgehen. Ist ja privat, wa? Was macht ein Kramux hier? Ein Kosmetik und ein Linsen-Etui gibt es natürlich nur in Alola, in anderen Regionen nicht. Wieder runter ist ja Lillys Territorium. Ein Libiskus und ein Corazon. Vergnügt umher. Hey, Kukui! Was sind wir hier zusammen? Jo. Also dann, Freunde. Putzi, Quaputzi. Bei Pokémon für uns. Die restlichen Starter-Pokémon? Was? Das ist ein Pokémon, den du noch nie gesehen hast. Ich dachte, da ein Pikachu. Noch nie gesehen haben. Ich kenne da nicht alle. Mist. Aha. Kann uns mit Elektrogeräten. Rotom lässt grüßen, wa? Ja, Hydropumpe zum Beispiel, wa? Pff. Und die Scheibe ist kaputt. So, Raub entwickeln wird heute leider doch nichts mehr, Freunde. Es dauert einfach zu lange. Das ist ein Problem. Sorry. Zum Glück geht es relativ schnell. Trotzdem muss ich das aufs nächste Mal verschieben. Ja, wir haben dann sowieso noch genug Zeit mit dem speziellen Gast jetzt mal war als Pokémon. Warte mal, ich mach's trotzdem mal. Obwohl, wenn ich direkt hier bin. Ne, ich verliere direkt. Weil, ja, das ich noch zeigen wollte, steht jetzt auf dem Spiel. Ich habe hier, das andere machen wir auch später noch. Also, dieser Part, ziemlich sicher. Dann haben wir auch noch eine Trainerin, aufgepasst. Ausweichen. Das ist auch ein Trainer, da muss er erstmal hier durch. Und hier vermutlich erstmal 2-3 Mal fliehen. Fleck, Mann! Fleck! Scheiße, muss ich doch noch fangen. Fleck! Ich hab Flecken! Ah, Level 6. Fluch! Oh, ich verfluche dich! Nö, lass mich! Hey, Fleckmann! Ja? Halt den Schnabel! Cool! Gar nicht so schlecht. So. Pokéball, flieg! Flieg! Yo! Du. Bleib drin. Bleib drin.
Bleib drin. Jo, Mann. Ein Fleckmann wurde gefangen und kommt direkt in die Box, weil das Team schon voll ist. Bautz bekommt Erfahrungspunkte, Punkte. Ja, ein Eintrag in den Pokédex. Interessante Darstellung, war. Nachher dann Platz von Lamus und Lasho King. Das ist eine Zweigentwicklung, von dem her. Herzlichen Glückwunsch, da ist ein Pokédex registriert. In Alola bereiten viele Familien Fleckmann-Routen zu, indem sie diese zuerst trocknen und dann in Salzwasser kochen. In Alola leben alle glücklich mit dem Pokémon in Harmonie. Ja, nee, ist klar. Fleckmann, Hab grad spontan keine Idee. Labus. Lasho King. Ja. Was? Oh, das ist neu. Du kannst wählen, ob du ein Pokémon direkt in die Box schicken willst, ins Team, oder Bericht von Fleckmann, Teambericht. Aha, so gucken willst. Das ist doch cool, wa? Vielleicht so gucken kannst. In mein Team, in PC. Ich schick's erstmal in die Box. Das ist eigentlich echt geil. Mist! Ja, das Item hinten muss aber nochmal runter. Deswegen kein Problem. Noch ein Mangunia, okay. Wieder weiblich, was ist eigentlich heute los, ey? Nur weibliche Pokémon irgendwie. Komm schon, es wird Zeit, ich muss hier durch so. Wir haben es gleich, Freunde, wir haben es gleich, weiß. Part 3 zieht sich in die Länge, es muss aber sein, ich will es heute noch machen. Das Pokémon Center zeigen, ne? Folge mir. Denn erst wenn wir das gemacht haben, können wir endlich das machen, weswegen wir... Ja, weswegen wir schon seit gut 2 Parts auf die Länge... ja. Auf die... Mann! Ja, das Wort schon, was ich gerade gesucht habe. Auf die... Ja, ist egal. Weswegen ich euch halt noch vertrösten musste, so. Und letzte Punkt in deinem Team. Naja. Das ist auch nichts Neues, wir kennen es bereits. Natürlich der Markt da. Und das hier ist wohl das Kaffee. Können wir außerdem noch. Frischer Kuchenmilch holen. Pokémon Center. Aha, ist so ein Reiseführer. So, sind wir endlich mal soweit. Ja, das mit der Trainerschule machen wir vermutlich in der Trainerschule als neues Ziel festgelegt. Im nächsten Part dann. Vermutlich. Mal gucken, weiter kommen. Erstmal ja. Und dann, Freunde, starte ich schon mal meine Sonne-Edition. Warum? Ganz einfach, guck mal hier. Sofort Link. Tja. Ich habe gesagt, wenn ich da schon irgendwie Kompromiss schließen will und so weiter, neutral bin. Die einen wollten Bowser starten, die anderen Robball, Flamiau. Wisst ihr was, wollen wir einfach alle. Denn es ist bereits so, ich habe das Spiel mit diesem Run, also sprich mit Part 1, bereits 4-mal gestartet. Bis hierhin. Denn nur so kann ich überhaupt tauschen bis hierhin. Das heißt, einmal halt Sonne, Pokémon Sonne ganz normal gespielt bis hierhin. Tja, und jetzt sind wir halt hier. Und dann sprich halt Mond noch 2-mal für den anderen Starter halt. Und jetzt kann ich die halt alle rüber tauschen. Ist das nicht schön? Ich schicke Mangunia rüber. Und hier holen wir uns Flamiau. Naja, ist vielleicht ein bisschen gecheatet, obwohl, nee, gecheatet ja nicht. Ich mache das, was man sowieso machen sollte, weil es gibt hier auch Pokémon zum Tauschen, ne? Tauschentwicklungen, zum Beispiel Georock zu Geowatz. Und wir werden das hier auch noch machen müssen und wollen auch. Und warum das Ganze nicht gleich jetzt schon? Wir haben nie gesagt, dass ich alle 3 Starter fangen werde oder so. Nö. Ich ertausche sie mir. Flamiau.
Aber auch ins Endteam kommen und so. Mal gucken, sicher erstmal haben wir es bei uns. Yes, Pokédex-Eintrag. Ja, Mann. Flamiau. Registriert. Schon das Pokémon, das gehalten hast, mal genau haben. 5% schon in dieser Region. Also, Teil davon. Es sagt nie seine Gefühle, ist am liebsten allein. Sein Zutrauen zu gewinnen kann einigen Zeit in Anspruch nehmen. Müssen wir einen Namen geben? Nö, dieser Getausch geht nicht. So, das nächste bitte. Und da hätten wir dann das weibliche Pepek. Und was bekommen wir dafür? Wie können es natürlich sein? Logisch. Was? Ich wollte sagen. Ich biete halt Robball. Gut, das ist schon Level 9. Das war aus Versehen. Aber ist auch egal. So, wir können in der nächsten Folge dann endlich mit allen 3 Alola-Startern starten. Alola-Starter starten. Und eben noch, was ich erwähnt habe, wegen Z-Ring und so weiter, also sprich Z-Kristall. Machen wir auch zu Beginn der nächsten Folge. Yes, Mann, wir haben Robball. In der 5. Folge wird es, glaube ich, dann mal Zeit für den Transfer von der Spezialdemo. Es wird Zeit für Robball. Auch das ist registriert. Es kontrolliert Wasserblasen, um eine große Blase zu erschaffen, muss es unermüdlich üben. Ich glaube, das sind irgendwie... Ja, ich glaube, in der Sonne war der Spruch irgendwie anders. Aber egal, Freunde, das war's, wenn wir mal sagen, für die heutige Folge. Wir haben viel geschafft und so soll es auch sein. Hier in der wunderbaren Welt der Pokémon. Am Schluss natürlich noch ganz kurz richtig hinstellen. Ah, wir haben es geschafft. Ist das nicht herrlich? So, würde ich mal sagen, nächste Folge, eben das mit dem Z-Kristall. Dann Flamiau baut das Robball, noch ein bisschen trainieren, mal gucken. Raupi sich mal entwickeln, noch, wenn wir auch mal gesehen haben. Domi, natürlich auch eine große Chance bekommen, logisch. Die First Lady, ja, wegen Beschatten und so weiter, mal gucken. Vielleicht kommt da was anderes Pokémon im Team. Wir haben ja Zeit hier in der Welt der Pokémon Festival Plaza. Auch erst später, weil es dauert auch wieder lange. Das hatten wir schon, die kommen auch erst später zum Zuge. Wie erwähnt, wir haben ja viel Zeit in diesem Sinne. Noch einmal vielen Dank fürs Zusehen in diesen 3 ein bisschen längeren Folgen. Ja, bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.